Joel, Robin, bist du grad horny? also wenn du mich so fräst, nach nicht mehr, das kann ich aber sehr ändern. Dat hei aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Ma hallo und herzlich willkommen an dieser neuen Episode von Maybe Sachs. Wir hören gerade hören, der Joel ist noch nicht horny, aber darum werdet aber heute gehen. Sex Drive, Horniness, geil sein, wie auch immer ich das nennen will. Joel, willst du vielleicht ein bisschen erläutern zu dem, was du am Intro gesagt hast? Also bei mir ist es so, dass wenn ich von Horniness schwätzen, also das für mich ist das akut Lust auf Sex haben oder akut Lust auf Masturbation haben oder auf so sexuelle Aktivitäten haben, dann ist es oft so, dass das bei mir ein bisschen so ein Motto, der Appetit kommt bei dem Essen, als das heißt, weil Leute aufhängen, mit mir über Sex zu schwätzen oder zu äußern, dass sie sexuell interessiert sind oder dass sie gerade horny sind, dass das dann bei mir oft sich spiegelt und ich dann auch horny gehen. Also das ist am Anfang das, was ich gemerkt habe mit der Antwort. Das ist natürlich nicht immer so. Das hängt ein bisschen von meiner allgemeinen Stimmung auf. Und das ist das, wo ich logisch und das ist der Sexdrive oder den aktuellen Sexdrive, wie so die allgemeinen Horniness-Leveln sind. Ist das verständlich? Ist das bei anderen Leuten auch so? Ist das bei dir auch so? Okay, das war gerade viel frohen. Ich meine das verständlich. Ich kann mir denken, dass es eventuell bei anderen Leuten auch so ist. Und bei mir ist es, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, für mich ist es, wie für viele Leute, hast du ein bisschen schwer für Sex Drive und Sexual Attraction zu unterscheiden. Gerade wenn es in Bezug auf andere Leute ist. Also für mich, ich lese gerade Ace, What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex von Angela Chan. Und du geht es halt nicht mehr um Asexualität, mir auch darum, das ganze Konstrukt von Sexualität am Anfang ein bisschen besser zu verstehen, wie wir können zwischen Asexualität und alle Sexualität zu unterscheiden. Und hat sieht halt ganz klar, dass laut seiner Theorie der Sex Drive am Anfang den Desire nur eine Sexual Releases. Das heißt, nicht mal unbedingt nur Sex, mehr vielleicht, wenn ich sich Sex Drive oder Sexual Desire so als eine Spannung vorstellt, für die Lust zu gehen. Und da tun ich am Anfang ganz interessant fand, weil das separiert das hier am Anfang ziemlich von der Attraktion, die ihnen zu anderen Leuten fehlt. Und da das etwas, was ich jemand stehlen, in dem Sinn, dass ich kannst du schon horny gehen und aber keine Lust auf Sex haben. Weil auch einfach, keine Ahnung, ich gesehen, Sex als etwas, was viel Arbeit ist, viel emotional Arbeit ist oft, aber worauf ich einfach muss, ja, den Nerv dafür haben. Und auch, weil ich aber asexuell bin, empfand ich nicht wirklich sexuelle Attraktion für die meisten Leute. Und dass da ein bisschen so, ich will es, aber ich will es doch nicht als sexuell, was dann für mich so, okay, ich hätte gerne die Sexual Relief, vielleicht ein Orgasmus oder einfach für zu masturbieren, aber das ist aber nicht gekoppelt an andere Personen. Ist das verständlich? Ja, das fand ich nachvollziehbar. Auch wenn ich nur mit den Begriffen ein bisschen déjà vu sehen. Aber vielleicht probieren wir die einfach mal all abzudröseln, was für verschiedene Begriffe es gibt. Und dann
fand man vielleicht raus, dass sie all das selber stehen oder dass sie all selber gebraucht gehen oder dass ganz unterschiedliche Begriffe sind. Aber ja, komm, wir fangen einfach mal an. Also wir hatten schon Sex Drive, wir hatten schon Horniness, du hast Desire for Sexual Release als Begriff nach dann schwirft unter irgendwo den Sigmund Freud mit seiner Libido rundherum. Ja, also vielleicht, weil ich das für den Enker wissen wollte und nicht genau wusste, für der Episode von Enker den Wikipedia-Artikel zu Libido mal kurz überflohen und herausfand, dass dann von gut kein so wissenschaftlich Energiemähen Begriff aus, wie ich gedurcht habe. Also, das ist nicht unbedingt ein biologischer Begriff, sagen wir so. Mehr echt darin, den aus der Psychoanalyse kennt. Wie gesagt, Sigmund Freud hat den Begriff erfunden. Und die wird aber ganz viel benutzt, halt einfach als Synonym für den Sexdrive, den eine Person hat. An dem Artikel stehen dann halt auch biologisch Fakten oder so Ergebnisse von Studien. Aber ja, schwer überrascht, dass das gar nicht so ein biologischer Begriff, was mir einfach den aus der Psychoanalyse könnt. Und ja, du vielleicht auch dann den ein oder andere Problem matt dreht, den die Disziplin vielleicht am Anfang von ihrer Entstehen hat. Was hörst du dann zum Thema Sex Drive fand? Nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja, ich fand am Anfang, also wie gesagt, wenn du Sex Drive siehst, da finde ich, dann treffe ich auf Libido. Und das ist am Anfang für mich interessant, dass so Sex Drive, Libido, Horniness etc. sind Sachen, die aber über die meisten Leute schwätzen, mit das am Anfang nicht wirklich ganz klar definiert, was das am Anfang ist und was die Charakteristiken davon sind. Wie gesagt, viele Leute setzen doch ganz starke Relation mit sexueller Attraktion oder mit dem Wille für Sex zu haben. Aber für mich ist das zum Beispiel kann nicht ganz separat sein. Also die können Hand in Hand man nicht gehen, aber die können einfach komplett separat von denen abtauchen. Und das fand ich auch interessant. Und so. Das ist so ein wichtiges Thema. Und ich schätze die Sache, wir kennen wissen von ganz genau, was das ist. Und ich meine, es gibt 100.000 verschiedene Definitionen, die zu dem Thema du baust rumfliegen. Und die alle leicht anders sind. Ja, also ich fand die Trennung zwischen Attraction und Desire ganz, ganz spannend. Ja, weil das einfach ganz viel abmischt, da ganz viel Raum zum Nachdenken gibt, wie in verschiedene Sachen empfindet. Und ich fand so Sachen, Situationen, wie du sie beschrieben hast, so, ja, schon am Anfang Lust mit, dass man aber zu viel erbisch für das mit einer anderen Person zu machen, das wäre eine ganz kraft Zusammenfassung von dem, was du sagst. So Sachen machen viel mehr Sinn, wenn man die Begriffe trennt. Und dann gibt es noch den Begriff vom Sexual Arousal, also von der Erregung. Das ist da vielleicht, was ich für akut Horniness genannt wird. Also, wenn ich wirklich schon erregt ist. Ja. Und nicht just ein Desire hat. Ja, und Hans, du geschieht mir auch, dass ich nicht mal aufgelehnt sie von Sex, mir dass ich den Sex Drive habe, am Sinn von der Stunde Besoin, nur dem Release. Und gleichzeitig könnte man einfach nicht an den Kopf, dass Sex eine Option ist. Oder beziehungsweise, wenn ich dann noch mit Partner in den Menschen du sehen, da das bei mir ganz stark wie sich meine Asexualität äußert, dass ich einfach nicht dran denke, dass es eine Option ist. Obwohl mein Sex Drive da ist. Aber Sex könnte man einfach nicht als Option an den Kopf. So das, es geht ein schönes Metaphor mit Schokolaskuch. Ich weiß nicht, dass ich Schokolaskuch craven, beziehungsweise ich merke, dass ich etwas brauche. Ich realisiere nicht, dass es Schokolaskuch ist, den ich brauche und ich denke nur, du Schokolaskuch. Wie wenn man dann den Schokolaskuch offriert, da sind ich so, Schokolaskuch als eine Option. Stimmt. Und da kann ich dezidieren, ob ich Schokolaskuch will oder nicht. Aber auch da, mit Sexual Arousal, also manchmal denke ich, es auch nicht das. Weil du also ja dann, wie du schon so schon erreicht und dann so an meinem Kopf Sex normalerweise als eine Option schon präsent. Ich fand das spannend. Ich weiß nicht, ob ich oft so Situationen habe,
vielleicht echt eine Situation, wo ich schon am Hinterkopf weiß, dass Sex am Anfang eine Option wäre, mir dann andere Sachen einfach mehr angenehm sind. Und dann den eigenen Sexdrive ein bisschen zurückdrückt, weil das so kompliziert wird. Was ich eine enorm komisch Betrachtungsweise fand, wenn ich meine eigene Geschichte gucke, wo ich ganz lange Zeit am Anfang einen ziemlich heilen Sexdrive hat und einen ziemlich großen Desire hat, den unerfüllt wäre. Aber wenn ich mal damals gesagt habe, du wärst in Situationen gekommen, wo du Gelegenheit hast, Sex zu haben und du siehst, nö, ich habe lieber Lust, mit dir am Kanapé zu sitzen, auf YouTube zu gucken, am Platz Sex zu haben, dann hätte ich mir das wahrscheinlich nicht geglebt. Aber das ist halt die Fantasie und die Realität, die leiden halt dann oft aber auseinander. Und ja, vielleicht ist der Sexvibe auch etwas, was mit der Zeit auffällt, mit dem Alter, sozusagen. Me war das dann überhaupt ein heiger Sexdrive für dich? Genau über das wollte ich noch schwätzen. Ich fand das eine extrem schwierig Frage, weil ihn das ja am Anfang nicht müssen kann. Also es gibt ja kein Gerät, weil den irgendwie nicht sein Kopf hält und da steht dann heiger Sexdrive oder 90% Horniness oder so etwas. Das heißt, kann den entweder just mit sich selber vergleichen, an der wir sind eben okay, früher wäre das mehr oder an der Pubertät wäre das mehr oder am Winter also Männer. Und da kann den natürlich noch mit anderen Leuten vergleichen. Wir meistens gibt nicht so viele Vergleichspersonen, weil ihr nicht mal so unheimlich viele Leute Sex wird. Aber wenn, dann hört ihr vielleicht sowieso ein bisschen eine Indikation, der den heigen Sexdrive hat. Mehr, das ist immer auch vor am Vergleich zu wem und am Vergleich zu was. Weil, was man am Fall so wissen von der Wissenschaft ist, dass das halt an verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich ist und dass es ganz viel Einfluss gibt, so die auch allgemein Gesundheit können beeinflussen, die halt auch können den Sexdrive beeinflussen. Aber was da viel ist, was da wenig ist, und was irgendwie in mittleren Maß ein Sexdrive ist, das ist meine ich nicht wirklich definiert und ich weiß nicht, ob man das wirklich definiert kriegen. Ja, weil hier alles immer Relation zu etwas oder einer Norm oder so steht. Und die ist einfach schwer zu finden, beziehungsweise schwer, wie soll ich das nennen, ethisch zu finden, wenn ihn von einem religiös-christlichen Weltbild ausgeht, an der die Normen, an die Traditionen, an die Werte ganz stark sind, dann gehen doch du ganz stark Wertevorstellungen, wo welche Sexdrives zu Sinn haben. Du hast ganz oft Bild von dem virile Mann, den einen Sexdrive hat, an den so viel kann er an die Welt bringen, weil wie es nicht mehr geht, an von der Frau mit einem geringen Sexdrive, so der passiver Frau, und von so die Rollebilder von so aktiv, passiv, und auch wenn mir Sexualverhalten von verschiedenen Geschlechtern beeinflussen, fällt ja auch ganz stark da drin. Und es gibt ja schon so gewisse Normen im Sinn von, du hast einen hohen Sexdrive, du hast einen niedrigen Sexdrive, und ich meine, viele Leute haben noch gratis Erfahrungen mit PartnerInnen, die sie gemacht haben. Ein ungefähres Gefühl dafür, ob sie mehr Hagen oder Männer Hagen Sexdrive wie hier PartnerInnen haben, dass du ein ganz starkes Gefühl sagst. So, ich weiß, meint irgendwie ein bisschen zu wissen, wo drauf steht, aber es gibt kein wirklich festgelöschten Zahlen, weil es ja auch nicht mussbar ist. Und das fand ich am Anfang auch nicht so schlecht. Das wäre zwar interessant, muss ich da ehrlich sagen. Mein kleiner Wissenschaftler in der Gehirn gibt wirklich ganz gerne eine Skala haben und da gucken, wie viel Prozent von der Menschheit auf welcher Skala für Sexdrive sind. Mir am Anfang denke ich einfach, dass das Kind zu viele Probleme bringen, wenn man das wirklich hatten. Ja, also ich gebe hier behaupten, wahrscheinlich wäre es einfach ein Anker so ein Normalverteilungskurve, wie das so schön heißt, also Ja. so ein Bell Curve, die
so aus wie ganz viel Verdelungen sind. Wer den natürlich dann genau gif muss, wäre ja auch interessant, weil wenn die Leute befreit, wie oft denkst du Sex oder wie oft hast du Lust auf Sex oder wie oft hast du Lust auf Sexual Release, dann antworten Leute vielleicht so wie es wirklich ist, vielleicht da wo so wie sie mengen, das gut wäre, wenn sie geben antworten, vielleicht schummen sie sich, vielleicht können sie sich nicht wirklich erinnern, vielleicht können sie viel Männer gut ausschätzen, wie der Weg geht aus. Das ist immens schwer. Also gehen auch dann so Studien, ich war immer noch an dem Libido-Artikel, wie nie das Jungen am Meter schon aufhängen zu masturbieren, also man auf wettfreiem Alter, und anscheinend wäre Junge mich frei drohen. Was sie kann, was aber auch nicht sie kann, weil auch einfach just also je nachdem, wenn ihn halt Fred kriegt, den halt eine Antworten, je nachdem, wie viele Leute schummen, für eine Antwort zu gehen, von einer bestimmten Population verfälscht das halt Resultat. Also da das menschste grundlegende Problem bei so Befragungen, dass das Thema halt so tabu behaftet ist, aber viel Schum behaftet ist, oft, nicht bei jedem mehr oft aber, und du findest halt einfach immens schwer ist, für gute Antworten zu kriegen und eine gute Datenlehre zu kriegen. Und leider oder zum Glück könnte man den Leuten nicht an den Kopf gucken. Aber vielleicht gehen wir ja an unseren Insta-Umfragen, die wir immer 400 Episode aufhalten, aber meistens nur dem so abgeholt haben. Also, da haben wir das Resultat dann noch nicht. Vielleicht gehen wir da ja ein bisschen mehr gewöhnt, was der Sexdrive von unseren No-Lauscherinnen angeht. Was mir noch angefallen ist, wusste so, es vergleichen sich immer mit dem Durchschnitt und das ist irgendwie ein Gefühl. Es gibt auch auf Dating-Plattformen so Frohbei, wo ihnen dann du auch gefragt wird, wer ist der Sexdrive im Vergleich mit der normalen Bevölkerung. Ich denke mir oft dann, okay, ja, wie soll ich das wissen? Also die Frohe bei auf Dating-Plattformen sind definitiv ein Zeugnis von Menge Neurodiversity, weil bei der großen Teil von den Frauen habe ich ganz viel Follow-up-Questions und da weiß ich nicht, was gemeint ist und da bin ich ganz traurig, weil ich die Frauen nicht beantworten kann, weil man nicht bewusst ist, was genau so lange, weil denen sie so viel interpretieren kann. Mir das ist eine andere Sache. Was ich auch ganz interessant finde über dem, was du Fedro gesagt hast, mit der Masturbation und mit, wenn die Leute fried, das immer ja beim Thema Definitionen, so viel Mundschleut als vielleicht, wenn sie fried, war das Sexdrive, da suchen sie da vielleicht, wie oft sie masturbieren, andere suchen da vielleicht, wie oft sie Sex haben, andere suchen da, wie oft sie Sex danken. Und dann kriegst du ja, gerade wenn nicht klar kommuniziert wird, was Sexdrive ist, aber wir haben ja gerade gesehen, dass es nicht wirklich so eine richtige Definition dafür gibt, da kriegst du einfach ganz viele verschiedene Antworten. Genauso bei der Masturbation. Ich weiß, wie ich an dem Alter war, von Kinder fangen um mit Masturbieren, Jugendliche fangen um mit Masturbieren. Bei Menschen mit Penis haben wir ganz klar ein Bild davon, was Masturbation ist, relativ. Aber bei Menschen mit Vulven, bei Menschen mit Vaginas, schon Männer ist schon immer gelöscht, Masturbation wie just von denen sich etwas an Vagina sticht. Und again, wenn Jugendliche vielleicht anfangen, mit ihr Klitoris zu entdecken oder zu entdecken, was sich da gut ausspielt, da geben sie das vielleicht gut als Masturbation zählen und dann auch nicht dafür so ein schönes Sexdrive, was sowieso meinen kaum Teenager gibt zu gehen, wenn es Gefühle verschummt. Aber wie das man nicht immer einheitlich oder nicht jeder dieselbe Definition von Sachen hat, gehen so also so Umfragen auch falsch dann. Und das selbe steht wahrscheinlich beim Thema Sexdrive. Ja, denke ich schon. Aber das heißt, wir können just über unsere eigenen Erfahrungen schwätzen und was das vielleicht beeinflusst und wie sich das vielleicht verändert wird. Etwas, wo ich meine, relativ typisch sind, dem, was man so liest, über so Umfragen und gemittelt werden, die ja trotzdem dann irgendetwas aussuchen. Als das in Teenageralter, wenn die Hormone kicken und in sein Körper entdeckt, dass dadurch über seine Phase war, wo ich viel masturbiert und ich habe immer ein bisschen ein komisches Gefühl, weil Leute so mit Pubertät und dann mengen sie so von 13 bis 15 und das wird dann nur fortgewischt. Also so wäre das bei mir auf jeden Fall nicht. Die
Phase mit viel Desire for Sexual Release hat auf jeden Fall mir lang gehalten, ob das nach Pubertät wäre oder nicht, das sehr viel mal gehindert gestellt. Und ich denke noch, dass mein ganz 20er über das am Anfang immer relativ konstant, relativ viel wäre, je nachdem, was halt gerade an meinem Leben so los wäre, mehr oder Männer. Und an den letzten paar Jahren, also das Fleisch dann aber ein bisschen Männer gehen. Ja, und ich finde das dann interessant, wie stark das fluktuieren kann. Du hast viel von Winter, Sommer geschwärzt. Das ist bei mir definitiv auch der Fall. Du sowieso meistens am Winter habe ich nicht so viel Lust auf Sex und das ist auch einfach nicht so viel an meinem Kopf. Und noch Masturbation, dass du denken einfach nicht tun. Und ich meine, für mich ist das da tun denken, so mein guten Indikator für so Sex Drive. Und am Sommer, also ich merke nicht wirklich am Moment, dass mein Sextoy einfach viel mehr heiger ist und dass sich dadurch auch Mengen Aktionen äußert. Und gleichzeitig kann da auch, wenn ich gerade auch am Sommer stressig Phasen habe, wo ich einfach viel zu tun habe oder wo gerade viel los ist, dass ich dann einfach merke, dass sich dadurch auch mein Sexdrive auswirkt an nur Beziehung, weil für mich persönlich ist mein Sexdrive auch ganz viel mit der Beziehung zu sich selber liiert und mit seinem Körper. An sich dann noch einfach auf meine Beziehung mit meinem Körper und mit mir selber und halt auf mein Sexdrive auswirkt. Mir du hast so gerade gesagt, dass du gemerkt hast, dass sich da dann in den letzten Jahren bei dir ein bisschen verändert wird und darauf sind ich ganz vielfältig. Also das schon manchmal einfach ein bisschen Männer gehen. Ich weiß nicht genau, wo man da zu dienen hat. Mit Corona nicht so, weil mir schon festgestellt, dass ich da dann echt mehr Desire for Sexual Release hat und mehr masturbiert habe. Das wäre nicht eine Episode mit dem Kelly, manchmal, wo ich das gezählt habe an dem Kelly, also das war nicht so gegangen. Mir war das ja, was ich am Anfang wollte so, dass das manchmal im Alter aber ein bisschen aufgeholt wird oder ein bisschen sich beruhigt wird. Das ist immer schwer zu sagen, weil da die war so, also schon gefühlt, das ist ein ganz loser Prozess, den noch nicht die ganze Zeit selber ist. Also es geht schon nach dem, wo ich 2-3 Mal am Tag will masturbieren, und da geht es halt das, wo ich nicht unbedingt will masturbieren, weil ich mir eine Zeit lang von meinem Leben nicht hat können vorstellen, dass das möglich wäre, für in der lang nicht zu masturbieren oder dass das nicht irgendwie super unangenehm und scheiß wäre, wenn das so wie mir das Stadt freiwillig gibt, quasi dezidieren und da mal nicht gibt dran denken, für das zu machen. Aber ja, ich meine, das hat einerseits mit Lebensphasen zu dienen, also wahrscheinlich schon im Alter mehr, aber auch mit so Sachen wie Vollzeitjob und dann aber relativ viel Stress an dem Vollzeitjob und dann aber noch relativ viel andere Projekte so rundherum, dann ist vielleicht auch dann aber nicht so viel Zeit für die ganzen Zeit aus Sex zu denken. Was du so zu Summer erwandert, du geht es mir ganz genauso, also sobald Freier du hast, merken ich, dass es wiest, und wenn da bis die echt hat, weil könnt an in am Anfang just nach schwest, geht es am Anfang just nach mir groß. Was ich am Anfang ein bisschen komisch fand, weil ich so körperlich dann immer so ein bisschen von mir selber aufgeneigt sind. So, ich bin überzogen mit einem Film von Schweiß, am Anfang fand ich das nicht so lecker. Und dann kennst du den Moment, wo sich dann so dreht und da just nach Bockig geht du hast. Ja, also ich meine, am Sommer ist das ist ja nicht wie wenn du am Sommer die einzige Person bist, die ekliger Schwäßig ist. Schiedverein ist am Sommer einfach ekliger Schwäßig. Wenn ihn am Sommer will Sex haben, dann akzeptiere den, dass die andere Person auch ekliger Schwäßig ist. Okay, du hast mein A-Klo aufgekürzt. Nee, ja, genau das. Das ist genau das. Das dann den Gedanken, den immer könnt. Aber ich meine, dass es auch ein bisschen etwas zu dienen hat, mit der Sommer und die Leute sind aber mehr freizügig ugedo. Die Leute sind vielleicht auch mehr in der Weh. Es gesagt die mehr Menschen, es gesagt vielleicht auch andere Menschen, die einfach Bock auf Sex haben. Ich denke, dass das schon ein bisschen so eine allgemeine Stimmung ist, die sich dann halt überdreht. Also, für mich
bei als Beispiel vor ganz am Anfang zurückzukommen, war Leute flirty mal denken Sinn, dann ja, bei mir lässt das jedenfalls oft etwas aus, nämlich lang, dass ich dann über Möglichkeiten nur denken an das halt dann den Sexdrive ein bisschen mehr heiß möchte. Ja, ich meine, das ist einfach etwas, wo ganz viele Faktoren immer drauf spielen. Wir haben auch gar nicht von körperlichen Veränderungen geschwärzt, aber auch natürlich Hormonveränderungen. Ich persönlich schütze das ganz teuer über die Depressionen. Mir im Sommer sind ich wenigstens meine Winterdepression und top noch los. Das heißt, das hilft dann auch schon. Einfach auch, was am Körper geschieht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, an der Situation sind ich schon nicht, weil ich einfach jung und das Privileg für körperlich immens fit zu sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ein chronisch Peng hat, dass wenn der Körper bis ein bisschen abgeht, dass ihn dann auch einfach die Beziehung mit dem Körper als verändert, du gesagt, und dass das dann auch den Sexdrive verändert. Also das ganz sicher. Also Stress, habe ich ja schon gesagt, ich denke, dass der großen Einfluss hat, ob man es bei mir persönlich merke ich oft, dass wenn ich viel Stress habe, dass ich dann nicht mehr so viel um Sex will denken. Und da vielleicht so gut, wenn dann den Desire for Sexual Release du hast, dann ist das halt echt so ein Desire for Release und nicht unbedingt für viel Sexual. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, mir echt dann so, okay, ich muss so den Druck losgehen und dann will ich mich entspannen und nicht unbedingt, ich will Sex mit deinem Hund. Ich verstehe das ganz gut, ich stehe das. Also das ist nicht immer der Fall, wenn ich Stress habe. Mir hast du, wenn ich viel Stress habe, hängt doch davon vom Stress, den ich schon. Mir hast du, wenn ich viel Stress habe, masturbieren ich actually mehr. Einfach weil das für mich zu denen ist so, nee, ich mache überhaupt für mich. Und das ist so, das gibt mir Happy Hormones. Und das ist mein Weg für Druck aufzulösen. Und gleichzeitig gebe ich aber in der Phase nie Sex mit einer anderen Person haben. Weil ich einfach so, den emotional labor nur noch ob die Straße an die Arbeit, die ich schon hun aus mir einfach wirklich zu dumm und nicht wert. Aber da kann ich aber halt Masturbation an so mein Sexdrive, also sind sie ja, mir masturbieren, um einfach für das aufzulenken. Mir kann aber auch da sehen, dass das gut nicht mit meinem Sexdrive zusammen hängt, mir das mein Gehirn einfach gelehrt wird, dass Masturbation mal viel Happy Hormone gibt und mich entspannt und das für mich ganz viel eine Form von Selfcare aus. Und dass da gut nicht mit meinem Sexdrive zusammenhängt. Also ich fand, dass du, wenn es auch so, du spielst so viele Sachen mit dran, dass es wirklich schwer ist, sie ganz auseinander zu halten und zu holen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich die List von den Hormonen und Neurotransmitter anguckt, die etwas mit Sexual Motivation nennt das zu dienen haben, dann gibt da erstens ganz viel, die irgendwie korreliert sind, und zweitens gibt da auch die halt den Gegenteil bewirken, also den Sexdrive hochsetzen. Zum Beispiel das Serotonin, den ihr ja echt so als Happiness-Hormon kennt, oder von den Happiness-Hormonen. Das heißt, da das wahrscheinlich dann echt in den Nom-Sex ausgeschottet, wo den Sexdrive darum auffällt. Das passt ja am Anfang ein bisschen bei das, was du siehst, also so Masturbation als Release und dann gehen Happiness-Hormone ausgeschottet und die verringern dann den Sexdrive. Genau, den Oxytocin, der ja echt also der Kuschelhormon ist, den ist aber direkt korreliert mit Sexdrive. Ja, und schon das für mich persönlich weiß das durch, dass du Sexdrive und Sexual Attraction oder der Fame mit deinem Sex zu nicht unbedingt korreliert muss sein. Also für mich, Sexdrive ist wirklich etwas, ich sitze daheim und ich habe noch Lust auf Sex, mit das nicht liiert zu einem oder etwas unbedingt. Eine sexuelle Attraktion oder der Fame für mit deinem Sex zu haben, du musst ich nicht einmal unbedingt Lust tun oder mega Lust tun für Sex zu tun. Mir vielleicht ist das doch einfach, weil ich eine starke Bindung zu einer Person habe und ich einfach will nur sehen. Oder dann für sind so, ich finde zwar gerade kein Sexdrive, du hast mich aber gerade sexuell erreicht und ich habe eine Attraktion zu dir und ich will Sex mit dir haben. Mir am Anfang hatte ich einfach keinen krassen Sexdrive, keinen großen
bis wann du sagst den Umfang von dieser sexuelle Interaktion gestan wird und ich meine das dann noch also da gibt schon Sinn dass Serotonin kann eventuell den Sexdrive lindern und das heißt aber nicht dass man nicht glücklich ist dass kein Sex hört oder kein Sex will haben. Und ich meine das ist für mich so das was auch für mich am wichtigsten also da was mir am meisten geholfen wurde auch für meine eigene Sexualität bis sie besser zu verstehen was noch immer ganz viele Work in Progress ist mir einfach zu wissen dass die Sachen ich brauche kein Sexdrive für sexuell zu einer Person ungezogen zu sehen für das Sex montiert zu tun dass die Sachen noch können unabhängig von ihnen existieren auf hier kommen. Ja, das fand ich am Anfang mega gut, so als Konklusion auch schon. Ich bin einfach Ich nur wollt ein noch- freundlich. Ja, ich wollte noch ein bisschen etwas sagen. Ich wollte noch ein bisschen über andere Sachen schwätzen, die es können verändern. Dazu gehören neben den Hormonen, die wir schon genannt haben, auch die sogenannten Sexualhormone, die es bei den meisten Menschen gibt. Weil Leute eine hormonelle Replacement-Therapie machen, dann kann das auch hier ihre Sexdrive erhöhen oder stimulieren. Und dann geht es nach ein ganz Ritsch von Medikamenten, die in echt aufsetzen. Ich denke, dass ganz oft Pille dazu gehört. Ich denke aber manchmal davon auf was für eng. Und dann was am Anfang wirklich ein bisschen schlimm aus, fand ich, also einfach so Ironie der Geschichte, als dass die allermeist Antidepressiva den Sexdrive minderen, also aufsetzen. Was dir Sinn Was- gibt, wenn es Serotoninverstärker sind. Ja. Es möchte Sinn, aber das ist aber irgendwie so. Du warst ja nicht mehr depressiv, mehr. Du hast keine Lust mehr auf Sex. Das irgendwie schenkt mir das wie einen schlechten Trade-off. Also nicht wie einen schlechten Trade-off, mehr so. Ja. Könnte den eigentlich extra bestraft, auch von den nächsten dafür kann. Ja, mir also persönlich für mich gibt es nicht so viel andere, weil wenn ich wirklich stark an meinen Depressionen hängen, dann habe ich auch keine Lust auf Sex. Ja, okay. Muss ich aber wohl dabei sein. Also ich weiß, dass das nicht allen Menschen so geht. Es gibt auch Leute mit Depressionen, die ganz wohl nach einem Sexdrive haben. Mir das ist aber ein guter Indikator für eine Depression kann in einem anderen Sinn da sehen. Ein Changement am Sexdrive hat. Und das ist etwas, was nicht nur ich auch von Erfahrungen hier gemacht habe. Ja, also ich würde da doch keinem aufschwätzen und ich würde da doch nicht klein schwätzen oder irgendwie den Trade-off wäre ich da mal engem Augenzwinkern gemengt. Also das wird mich erstaunt immer, dass die Medikamente die Wirkungen haben, diese hun an die Nebenwirkungen haben, diese hun an ich hoffe, dass du vielleicht irgendwann ja, Veränderungen, Besserungen kommen, die das Leben für jeden mir einfach machen. Aber das ist erst eigentlich froh für mich. Yes, genau. Ich wollte dich noch fragen, was deine Beziehung zu deinem Sexdrive ist. Oha. Also das ist eine komplizierte Beziehung, muss ich sagen. Weil, ich meine, das ist den typischen Pubertätssyndrom, der den sich selber ein bisschen so als monströs hält und irgendwie gefühlt, okay, mit mir stimmt irgendetwas nicht, wieso sind ich die ganze Zeit so bockig, so ist mir auf jeden Fall gegangen und dann halt auch mal viele körperliche Veränderungen, wo man sich irgendwann denkt, okay, ich entwickle mich wirklich zu engem horigen Werwolf. Ja, das wäre dann nicht immer so gut gefühl. Natürlich hört den dann auch so, oder was ich natürlich, ich hatte dann auch ein schlecht Gewissen, weinst gewissen Sachen, die so an der Schule, an der Kirche getrottert gut oder wo ihr nicht die Gefühl hat, okay, das ist Basis, für den du gerade möchtest und das ist nicht gut. Also wäre das nicht immer so ein gut Gefühl. Und mittlerweile ist das aber auch nicht. Mittlerweile fand ich den Anfang ganz gut, so wie es ist. Hier uns dann nervt es mich, dass es so
schwankt an et nervt mich dat so für allem am Stress schwankt an ich wünscht et wie heinst du bisschen wie konstant me schmengen das so anfang sagt die in Lehre kann zu akzeptieren okay mein Sex was heinst du so an heernst du aus den Timing halt gut und heernst du aus extrem schlecht me dann hast er eben so an dann muss ich eben du mal da liewen. Dat fand ich eng Schein Approach dazu. Wie geht es dir mit deinem? Also meine Sexualität an ist im Moment bis sie an einem Clash man nehmen, weil am Anfang hatte man gedacht, wir hatten eine ganz gute Relation zu ihnen gefunden. Und da tut sich aber ein bisschen an die Wand geschossen. Und ich habe aber gefühlt, dass ich das aber nicht so gut verstanden hat, wie ich gedacht habe. Und dass ich das mehr verändert hat, wie ich gedacht habe. Das heißt, dass bei mir ganz viel so eine Relation von so einerseits hast du, wenn man sagt, wie man slower ist, ganz viele Dinge von, das ist nicht genug. Und irgendetwas, was auch immer, also bei mir, für mich ist mein Sexdrive auch ganz stark, aber zu meiner Asexualität gelingt. Das ist das auch ganz viele so Dinge von, das ist sie nicht genug. Und ich sehe, das ist einfach kein Thema, nicht immer an meinem Leben. Und irgendetwas ist falsch mit mir. Und auch wenn ich viel Arbeit dran gesteckt habe und auch viel Progress gemacht habe, für die Sachen zu dekonstruieren, hast du am Moment, da schlägt mich dann aber von Honnen komplett. Und andererseits, wenn ich dann aber, wie nur am Moment, habe ich die Eichkehr an ganz langer Zeit fast mit einem aber relativ hohen Sexdrive, was immens verwirrend ist für mich, muss ich ehrlich sagen, weil ich aber nur eine ganz lange Zeit lang halt keinen hohen Sexdrive hat. Und gut wer von für damit umzugehen, also hat sich das komplett umgedreht irgendwie und das spielt dann auch aber mit meinem Selbstbild, auch weil mein Sexdrive in diesem Fall auch meine Aktionen beeinflusst. Das heißt, ich habe mehr Sex mit mehr Personen und da habe ich dann auch aber so ein bisschen so entweder slut-shamen ich mich dafür oder ich denke, dass ich etwas mit mir falsch wäre und ich fühle die wir. Und auch wenn ich natürlich rational weiß, dass die Sachen absolut kabels sind und ich will lieber die Sache weiß und auch chemisch, kein außer mir selber mich am Anfang slut-shamed oder man sieht, dass es nicht genug wäre, erwischt mich aber im Hand du. Das heißt, ich fand von allem so die Fluktuation davon am Moment ganz schwierig und dass es am Anfang nicht das was konstant ist oder worauf ich mich verlassen kann. Und dass sich die Beziehung am Anfang immer neu definiert. Mir ich denke einfach, dass das okay ist, weil die Sachen andere sich einfach. Und ich weiß auch, dass nichts von dem, was ich gelernt habe, für nichts war. Das heißt, vielleicht tue ich einfach für die nächste Zeit von meinem Leben ein bisschen meinen hohen Sexdrive und vorne wehe für immer umzugehen. Und dann habe ich einen niedrigen Sexdrive und da kann ich auf meine allgelehrten Mustern drauf zurückfallen, von denen ich weiß, dass sie gut für mich klappen. Und das ist auch interessant, also das ist für mich ein bisschen so, okay, mein Sexdrive nicht mehr lehren als kennen, meine Sexualität nicht mehr lehren als kennen und wir leben nun mal an demselben Körper und wir müssen gucken, dass wir eine gute Wohngemeinschaft tun und dann das ist auch interessant, also ich gucke für das immer ein bisschen so am Anfang zu verkörpern und das alles so wie für mich einfach besser kennenzulernen und von der Chance von mir selber überrascht gehen, dann ist das am Anfang auch ganz schön. Ja, du hast da etwas so geschwert, du hast den Aktionen an schon drum gedacht, dass der auch mit seinem Sexdrive andere Leute beeinflusst oder halt, wie soll ich sagen, dass Reperkussionen hat, ob andere Leute, die sich vielleicht wünschen, dass der Sexdrive mir heiß wird oder vielleicht sogar, dass der mir niedrig wird. Und das fand ich auch eine ganz interessante Diskussion und ich meine, dass da doch viel ja, du sollst mit sich selber Slutshamen zu tun hört, mehr andererseits aber auch dann irgendwie das Gefühl, okay, sind nicht genug, sind ich vielleicht, ja, selbst Futti und mir, dass ich nicht so viel Sex will. Bei mir stellt sich die vor, dann noch eins, dass man so viel Sex will, wie ich mal einmal wollte, an irgendeiner komischer, idealer Vergangenheit, wo ich meine, mich zu erinnern. Da das ja auch nicht immer so, dass das Erinnerungsvermögen so gut ist und nicht immer genau weiß, was den gefühlt wird für 10, 15 Jahre. Was ich will so ist,
den egene Sexdrive an die Fluktuationen do vun der Asmeng Jappes wat op mans zu mir 2 Euro festgestellt hat, dat bei euch was normal ass Energiemeen, also das mengg relativ normal, dat sich dat ändert an der den verschiedene Phasen huet, wo dat sich ernstcht ufielt und der den immerem nei vorbeileiert an sich immerem nei kennenleiert an dat sie Sachen, die kann immer andere Leute beschwätzen an dat er so rappes war den anderen Leute froh kann, so hey, wie geht dir gerade Mutter an wie viel ze sich der Mutter an kann Station wie der Mutter höllefen oder wat gift der höllefen dich an der Sexdrive vielleicht selber besser zu akzeptieren. Das fand ich ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Ja. Dann bleibt es nur noch ihr eine schöne Zeit zu wünschen. Ich zu so, dass der Abschiedefalls sollte gut hydriert bleiben, egal wie hoch oder wie niedrig ein Sexdrive ist. Und für die viel Sexdrive haben, an sich gedurcht hun Rimming, da das Apps, was ich immer schon denken wollte, ausprobieren, Digilo von Kelly beleiert, wie das geht. Viel Spaß dabei, pass auf dich auf, genießt eure Sommer, egal ob man viel Sex oder nicht, und wir hören uns in 2 Wochen. Adi. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to. Rimming. Rimming kommt aus dem Englischen to rim. Rim heißt Kranz oder Rand, also Verweis auf den runden Anuskranz. Rimming ist eine Sexpraxis, wo man oral den Anus bzw. den Anusrang leicht stimuliert. Für was rimmt ihn? Die kurze Antwort ist, weil Lust wird. Den Anus kann eine erogene Zone sein, wo sich Berührungen lustvoll können auffühlen. Auch weil da viele Nerven an sind, die empfindliche Berührungen können wahrholen. Aber wie bei all Sexpraktik gilt, es muss noch nicht. Egal, was Gründe dafür sind. Wie geht Rimmen? Wie dat gesellschaftlich den Anus ein Tabuplatz ist, der eventuell mit Schuld oder Unwohlsein zusammenhängt, also es gut für drun mit der Person, die rimmen will, oder wenn sich das selber wünscht, zu schwätzen. Das kann sein an einem nicht sexuellen Setting oder wenn sich ein Setting dafür geschaffen wird, zum Beispiel mit einer Want, Will, Won't List. Ich verlinke ihn erst in den Shownotes. Es kann ihn aber auch mal nachfragen, wenn ihr gerade schon an einer sexy Situation ist. Guckt da, wie ihr euch wohlfühlt, an, wie ihr meint, was das beste Setting für eure Partner oder Partnerin ist. Wenn ihr darüber geschwärzt wird, dann ist es wichtig, sich zu entspannen und wohl zu spüren. Das kann heißen, dass ihr Lust wird, frisch geduscht zu sein. Aufpassen. Wenn ihr wollt den Anusrang waschen, geht Wotlicht Wasser durch. Aggressiv safe, tät der empfindlicher Schleimhaut nicht gut. Personen, die viel oder lang Haar rund um den Anus haben, sollten auch darauf gucken, dass die matt gewaschen sind. Wenn ihr wollt Haar rund um den Anus wasch machen, ist es sinnvoll, sie echt zu schneiden oder zu trimmen, weil Rasieren die empfindliche Schleimhaut an Haut rund um den Anus kann irritieren. Wichtig zu wissen ist auch, an den meisten Fällen ist gut kein Kot am Enddarm, also den letzten Teil vom Darm. Außer es muss ihn dringend auf die Toilette, und da gehen das merken, oder es wird vielleicht Durchfall oder ein anderer Magen-Darm-Unstimmigkeit. Auch bezüglich Hygiene kann ihn sich aufschwätzen. Oft so leid, dass sie sich mit dem Rimming nicht wohl spüren, weil sie Angst haben, dass sie nicht proper sind oder nicht gut riechen. Da kann die Person, die rimmt, zum Beispiel versprechen, dass sie dadurch nicht mehr möchte, wenn alles proper ist, an ihnen wirklich Lust hat zu rimmen. Für dass die Person, die gerimmt wird, sich auch wohl und entspannt fühlt, weil bei Stress und Anspannung können Lust und Plaisir Männer gut entstehen. Dann ist immer ein guter Tipp, tascht ihr Schluss herum. Das kann unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel kann es in einer Situation sein, wo im Moment sowieso schon an der Gegend von Genitalien ist. Und dann, wenn ihr viel darüber geschwärzt hat, dass ihr den Rimming will ausprobieren, kann ein guter Moment sein, für es wirklich auszuprobieren.
Oder et hört den sich explizit im Moment für, seht, lo probieren wir aus, weil sich Rimming für uns auffällt. Für manche Leute ist die erste Kehr gerimmt zu gehen oder zu rimmen und gewinnen da vielleicht ein bisschen komisch. Du gilt ausprobieren und mit der Zeit herausfinden, wer es einem passt oder auch nicht. Ein Tipp für die Person, die rimmt, kann sein, auf die Intensität von ihrer Berührung abzupassen. Am Anfang wird dich durchlecken, der Rang im Krisen, raspieren, wie es einem an der anderen Person gefällt. Wenn ihr merkt, dass es passt, kann ich auch mal mehr Druck ausprobieren. Was den auch machen kann, ist, dass ihr mit den Händen andere Sachen parallel mischt, wie zum Beispiel Genitalien berühren, den Körper hemmeln oder den Anus mit Fingern mit stimulieren. So, dass der Fokus nicht allein Rimmel leiht. Wenn ihr will, kann ihr ein Lacktuch verwenden. Das kann am Anfang auch hilfreich sein, für Sorgen über Hygiene oder Schund zu überwinden. Außerdem ist es hilfreich, wenn ihr nur will oral etwas bei der Vulva oder dem Penis machen, punkto Bakterienüberdrohung. Es soll den nicht direkt vom Rimmen übergehen, ob Oralstimulation führen allem von der Vulva. Weil so können eine Vaginal- oder Pilzinfektion auslösen. Auch punkto Überdrohung von Krankheiten kann ein Lacktuch wichtig sein. Für manche Leute ist auch Gleitgel ein hilfreiches Tool beim Rimmen, wie dass den Anus nicht vom selben fischt wird. Ein Lastentibers. Es kann ihn auch allein schon ein bisschen rausfinden, wen Berührungen oder Stimulation rundherum den Anus findet. Wenn ihn sich beim Solosex rundtascht, hat er vielleicht schon besser Vorstellungen, was er gern hört, und die emotional hört, als vielleicht Männer heisch. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Der Ministère für Education, Kanner und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.